Hallo und herzlich willkommen an diesem 5. Dezember, dem 5. Türchen des Adventskalenders. Heute ganz speziell Need for Speed Rivals. Damit das Ganze ein bisschen passend ist, natürlich auch hier in der Winterlandschaft und ganz mit dem Thema Polizei. Denn in Need for Speed Rivals ist es ja möglich, Polizei oder Racer zu spielen. Und heute geht es nun um den Racer. Wir werden heute ein bisschen auf Streife gehen zusammen. So könnt ihr, die das Need for Speed noch nicht kennen, seht ihr, wie das Ganze abläuft und so, wie das Ganze funktioniert. Mir gefällt das Spiel super, vor allem das mit der Polizei finde ich ganz geil, die Grafik ist einfach der Hammer, kann ich nur empfehlen. Und ich muss zugeben, ich finde das Spielen als Polizist spannender als jetzt den Racer. Die meiste Zeit, wo ich jetzt dieses Spiel gespielt habe, war ich Polizist, weil ich finde es irgendwie einfach geiler, ein bisschen Raser zu jagen, als einfach nur Rennen zu fahren. Und was auch noch speziell ist, man spielt da hier in einer Welt mit anderen Spielern. Also meistens ist man hier zu sechst auf der gleichen Welt. Und so ist es möglich, als Polizist auch andere Spieler zu jagen. Ich kann hier mal schnell auf die Seite fahren und euch das schnell zeigen. Wenn ich hier auf das Menü gehe, sieht man hier noch irgendwo andere Spieler. Hier ist zum Beispiel jemand, der spielt auch als Polizist, das heißt, den kann ich nicht jagen, das bringt mir nicht viel. Da oben zum Beispiel ist jemand, ein Raser, den könnte ich jetzt einfach so verfolgen und dann verhaften. Und dann hat er ein Problem, denn wenn man verhaftet wird, dann verliert man alle seine verdienten Speedpoints, die man nicht gespeichert hat. Ja, aber heute möchte ich da nicht unfair auf andere losgehen, sondern eigentlich möchte ich hier nur einfach auf Streife gehen. Dazu wäre es eigentlich schön, wenn hier mal ein Raser vorbeikäme. Ansonsten fährt man hier einfach so ein bisschen rum und wartet, bis sein Opfer kommt. Oder steht halt am Straßenrand. Da vorne sehe ich ein Polizeifahrzeug mit Sirene auf der Karte. Mal sehen, vielleicht kann ich da ja mithelfen. Gehen wir mal schnell schauen. Okay, ja, da hört man in der Nähe ist schon jemand. Da sehen wir mal schnell nach. Tatsächlich, da vorne muss jemand sein. Ja, da sieht man jetzt Fahndungsstufe 1. Den Typen schnappen wir uns jetzt. Dazu gehen wir ein bisschen näher ran und zünden hier sozusagen die Sirene. Und dann geht es darum, den Raser hier zu schrotten, eigentlich ganz einfach gesagt. Man braucht ihn nicht anzuhalten, sondern lediglich zu zerschrotten. Man sieht auch schön, wie zerschrottet er schon ist da oben an der Anzeige. Das ist jetzt ein Ford Mustang übrigens. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Fuhrpark, dass nicht so viele Autos hat hier in Need for Speed Rivals. Finde ich ein bisschen schade. Aber ja, dafür das Tolle hier mit der Polizei, was ich ganz geil finde. Das macht nämlich wirklich Spaß, so die Raser zu jagen. Und wenn es dann noch ein anderer Spieler ist sowieso und der sich dann über euch aufregt, so Mist, jetzt wurde ich da von einem anderen realen Gegner so gesagt gefangen, ist schon ein Scheißgefühl. Darum Need for Speed Rivals kann ich euch nur empfehlen, ist ein Hammerspiel. Wer hier Städte sucht, liegt hier falsch, denn die ganze Welt ist leider auch nicht so groß und besteht eigentlich nur aus Ländereien. So, nun haben wir den Racer verhaftet. Wir hätten auch noch Nagelbänder und so einschalten können, habe ich jetzt aber nicht gemacht. Wow, wir haben es auch so geschafft. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal schnell in die Garage. Da zeige ich euch dann schnell die Polizeiwagen. Nächster Kommandoposten. So, die Musik übrigens habe ich ein bisschen leiser gemacht, denn GEMA und so. So dass wenigstens der Sound des Polizeiwagens ein bisschen lauter ist. Wow, das ist auch so was, sobald man jemanden berührt, beginnt auch gleich eine Verfolgung. Komm, dann schnappen wir jetzt mal einen Ferrari. Übrigens ganz geil, wieder einmal, nach langer Zeit mal wieder Need for Speed mit Ferrari.
Ich hatte mal Need for Speed für PlayStation 2, da gab es tatsächlich noch Ferraris und soviel ich weiß, war das das letzte Need for Speed, was Ferraris beinhaltete, und das hieß Hot Pursuit 2. Also der Vorgänger vom Remake Hot Pursuit, damals Hot Pursuit 2, und da gab es wirklich noch etwa 4-5 Ferraris. Und das habe ich ein bisschen vermisst, die Need for Speed. Der Grund dafür weiß ich nicht genau, wieso dass es keine Ferraris mehr gab, aber jo. Das Tolle ist ja, jetzt gibt es wieder Ferraris, schön rot kann man sie machen. Auch das optische Tuning ist leider in diesem Need for Speed nicht möglich, wie auch im Most Wanted nicht. Dafür aber wieder, dafür kann man die Autos wieder personalisieren mit Stickers und Streifen und was auch immer man da rauf haben will. Allerdings auch nicht so so wie früherige bei Need for Speed Most Wanted, im ersten Most Wanted oder bei Need for Speed Carbon. Das war noch richtig geile Spiele, muss ich sagen. Da konnte man seinen Wagen wirklich richtig geil personalisieren, auch mit Eckspoilern und Stoßstangen und so. Das vermisse ich also schon ein bisschen in Need for Speed. Schade, dass das nicht mehr gibt. So, jetzt haben wir ihn gleich. So, jetzt hätten wir da vorne noch einen. Komm, den holen wir auch noch schnell. Auch ein Ferrari. Jetzt kommen wir übrigens hier in eine andere Welt. Okay, jetzt fährt er wieder zurück. Da beginnt es irgendwie so ein bisschen Wüste und so. Aber das ist auch gerade gut, dass er selbst gedreht hat. Dann bleiben wir hier zum Advents-Special auch ein bisschen in der Winterlandschaft. Jetzt habe ich kein Nitro mehr. Theoretisch könnte ich jetzt übers Handy schnell Nitro laden, aber mache ich jetzt nicht, da die Zeit läuft. Aber den kriegen wir auch so irgendwie. Jetzt mache ich hier schnell Straßensperren. Helikopter. Dann kriegen wir den schon irgendwie. Das hier übrigens ist ein Nissan GT-R. Motor hammergeil, muss ich sagen. So, jetzt bleib mal stehen, du scheiß Rasen. Die Steuerung ist ähnlich wie bei Need for Speed Most Wanted. Darum, ich habe jetzt das Spiel einen Tag, also gestern gekauft. Und komme ziemlich gut zurecht mit der Steuerung. So, jetzt kommt da. Den haben wir gleich. Huch! Oh, wo ist er jetzt? Ah, da, hat ziemlich Schaden genommen, ne? Ah, Mist. Ah, doch, Racer verhaftet. Wow. Super. Hab mir gleich ein paar Racer geschnappt. Aber jetzt fahren wir nun wirklich zurück zur Polizeistation. Um da mal schnell reinzuschauen. Okay, der ist im Einsatz. Den lasse ich mal schnell vorbei. Übrigens auch ganz geil, das Fahrverhalten der Computerautos. Sehr realistisch auch. Vor allem die Polizei, egal ob sie jetzt einen Einsatz hat oder nicht, die rasen einfach immer. Sehr realistisch, aber ja. Ansonsten wirklich geil. Und auch der Verkehr, so auf diesen Passstraßen hier, eigentlich wenig Verkehr. Aber sobald es auf die Autobahn geht, gibt es da schon mehr Autos. Und die fahren dann auch schneller, also von dem her ist ziemlich gut gemacht. Und es hat auch Autobahn hier. Eine große Autobahn. Und ja, macht Spaß. Also muss ich sagen, optisch und vom Spielspaß her wirklich besser als das Most Wanted. Denn Most Wanted hatte auch keine Geschichte. Okay, das hat auch nicht eine richtige Geschichte, aber es macht mehr Spaß, vor allem da der Polizei Teil dieses Spiels macht richtig Fun. So, und sind wir hier in der Polizeistation. Da kommt man wieder Speedpoints über, wer es noch kennt, das ist auch gleich wie beim vorherigen Spiel.
Da bei Wagenauswahl sieht man jetzt hier die Wagen, die man so hat. Am Anfang hat man eigentlich diesen Mercedes hier. Der hat einen ganz bestimmten. Dann kann man den Dodge Charger freischalten. Aston Martin habe ich freigeschaltet, Chevrolet Camaro. Und da den Nissan GT-R habe ich eigentlich vom Spiel her, also das Spiel, das ich gekauft hatte, hatte den in Besitz. Jetzt müssen wir mal schauen, was ist denn der Unterschied zwischen dem und dem. Na, die haben einen speziellen Style halt. Und da gibt es noch mehr. Camaro, Marussia, Bentley, Ford Shelby. Ja, also Polizeiauto hat so eine riesen Auswahl, hier auch Porsche, Dodge Viper, Gallardo, Lamborghini, Lexus, LFA. Und eigentlich auch schade, dass die einen Polizeiautos nicht auch als Racer gibt. Aber die meisten gibt es eigentlich schon. Selago, ja. Also Polizeiauto hat das wirklich mehr als oh, da hat ein Hennessy Venom da. Hennessy Venom, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Auch schon bekannt aus dem letzten Need for Speed. Jo, gehen wir mal wieder raus. Hier kann man extrem weit gehen. Wir sind jetzt hier im Schneeteil und da ist noch Wüste und hier ist eh ein bisschen Wald. Und da ist wie gesagt die Interstate, also die Autobahn hier, da, die geht da so herum. Komm, wir starten einfach mal hier. Also starten kann man von überall her, aber man kann nicht, während dem Fahren kann man nicht einfach so irgendwo hinspringen, so wie es vorhin bei Need for Speed Most Wanted möglich war, sondern man muss wirklich dorthin fahren, wo man auch hin möchte. Auch das sieht immer sehr geil aus, wenn man hier abfährt. Jetzt wollen wir hier doch mal ein bisschen Autobahn fahren. Dieser Nissan GT-R, wirklich ein tolles Auto, hört sich extrem geil an, der Motor. Und man ist schon am Anfang ein bisschen im Vorteil, wenn man diesen Wagen besitzt, wenn man diese Version des Spiels gekauft hat, wo dieser erhältlich ist. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit, sag ich euch mal wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Türchen wieder, wenn es heißt cooles Adventskalender. Wenn es euch gefallen hat, macht doch einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, dass ich Need for Speed Rivals auch sonst Let's Playe, schreibt das doch in die Kommentare. Ich freue mich immer über alle Kommentare, beantworte auch jeden Kommentar. Wenn ihr mehr wollt, abonnieren, auf Facebook liken, der ganze Scheiß wie immer, wisst ihr ja. Also bis dann, bis zum nächsten Türchen oder bis zum nächsten Video. Tschüss.